Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal ein bisschen das Thema von meinem Auto, Thema Einzeleintragung und Thema Tuning am Auto. Und ich habe gedacht, ich bringe das Thema einfach, weil es mir jetzt gerade, wenn ich das Video aufnehme, für mich wieder eine ziemliche Rolle spielt in meinem Leben, weil ich einfach mich wieder ein bisschen damit beschäftige und Lust habe, mit dem Mazda etwas zu machen daran. Wieder. Und ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, es gibt zum Beispiel Hardtop-Bügel, das sind nicht ein Überrollbügel, wie man das kennt, sondern für links und rechts von der Fahrertür unten, wo beim Fahrer linke Seite und beim Beifahrer rechte Seite an der Tür zu, so einen kleinen Bügel, dass man erstens mal bleibt das Auto stabil. Ich denke, an einer Innenfahrt ist vielleicht ein bisschen verhindern. Es ist nicht mit in die Tür rein, sondern es ist halt nur ein bisschen unten, also vor allem, um das Auto stabil zu machen. Und fahrt es da? Nicht, hast du das Verkehrsamt? Nein, und darum habe ich das zum Beispiel gesehen, in Deutschland gibt es das zum Verkaufen, aber das Problem ist, die haben kein Schweizer Papier. Wenn sie überhaupt Papier dazu haben, dann sind es TÜV-Papier und wie wir wissen, ist das in der Schweiz nicht gültig. Das ist einfach ein das Problem in der Schweiz, finde ich. Und wenn du jetzt das haben willst, die überall, also die zwei Bügel, die kosten insgesamt knapp 400 €, ich glaube 360 € oder so. Also ich hoffe, dass das mal für zwei ist und nicht nur für einen. Dann ist das ein okay, der Preis, finde ich. Finde ich okay. Aber das Problem ist fast ein bisschen mehr, wenn du dann das Einzelabnahme machen willst. Viele jammern über Straßenverkehrsamt, das so abzuckern und so, aber mach mal eine Einzelabnahme nicht beim Straßenverkehrsamt, sondern bei, ich weiß nicht bei was für Firma, bei Metas zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel lichttechnische Gutachten. Oder bei sonstigen Firmen zahlst du schnell ein paar hundert Stutz für so ein Gutachten. Und ja, so viel zu dem. Also, ich würde aber gerne den Hardtop machen, weil es einfach, ich finde es sieht brutal geil aus und das Auto wirklich so überall gemacht ist, sozusagen, oder? Also ich meine, tun wir das Auto mal aufsplitten auf 4, 5, ich sage jetzt mal 4, 5 Arbeitsplätze. Also der erste Arbeitsplatz ist vorne bei der Motorhaube. Dort habe ich schon die Frontlippen gemacht. Dann habe ich vor eben bösen Blick, dass man eben auch zu Metas geht. Da wird jetzt die visuelle Prüfung, also nur, dass ein Experte das anschaut, wird lange und kein Laborbericht, weil er hat ja schon jemand gemacht mit dem identischen Auto und da können wir eigentlich das Risiko gehen. Ich habe mit denen auch geschrieben. Und das wird aber immer noch 500 Stutz kosten, was ich mega unnötig finde, nur dass die drauf schauen, oder? Jetzt habe ich mal gesagt, ich will vorbeigehen, beziehungsweise ich will das per E-Mail machen, ob das geht, weil ich fahre sonst 2 Stunden nur für einen Weg. Das ist glaube ich irgendwie in Bern oder so, keine Ahnung. Und das schießt mir einfach mega an, 150 Kilometer machen nur für einen und dann bin ich, weiß nicht wie lange dort und dann muss ich zurückfahren und das keine Lust darauf, wenn es irgendwie anders geht. Oder dann haben wir das Lippe nicht drauf, böser Blick und auch, und dann würde ich cool finden, das Inlet oder wie man sagt, Lichtmaske oder wie man auch immer sagt, das Innere vom Licht schwarz machen. Es gibt, ihr wisst ganz sicher, wenn ich euch ein Beispiel zeige, was ich meine, weil es gibt es bei vielen Autos, auch bei meinem Opel Astra OPC, das ist das Original, dass einfach, es wird ja nicht viel geändert. Die Birne bleibt original, die ganzen Reflektoren im Licht innen bleibt original und die Scheibe bleibt original. Es ist nur das Inlet, dass das gewechselt wird werden. Aber das ist auch wieder das Problem ein bisschen, dass es, wie soll ich sagen, dass es wahrscheinlich auch wieder gute 500 Stutz kosten. Obwohl, für das würde ich jetzt eher noch 500 Stutz zahlen, weil das ist es mir wert. Für die anderen Scheißdinge ist es mir nicht so wert. Oder? Also dann sind wir vorne, das ist eigentlich alles, was ich vorne noch machen will. Dann Scheiben.
habe ich schon ein Ding. Ein kleiner, dass mich nicht hört. Wie heisst es? Die Scheibe, dann habe ich ja so eine Mazda-Schrift schon drauf in Silber. Ich würde es aber geil finden, das Ganze irgendwie in schwarz zu machen. Weil, ich habe zwar das Ganze Mint machen, das Auto so Details, aber ich mache das jetzt nur in 2 Farben, sind das Auto in schwarz und in Auto grau. Und dann würde ich das eben cool finden, die Schrift, die ich schon drauf habe, von Mazda, die jetzt silbrig ist, die in schwarz. Dann noch eine Autonummer rein machen, die habe ich ja schon bestellt. Also nicht mit dem, wenn die jetzt kommt wegen dem Corona-Scheiß. Also so eine kleine Nummer, wie die Autophone hat, die Kleingrösse, dort mit nur Pascal draufsteht, das muss ich auch nicht machen. Und eventuell vom Beifahrer, von der Beifahrerin noch. Je nachdem, wer das am meisten, ich kann nicht zu viel darüber erzählen, aber wer das am meisten halt wer das dann halt am meisten mitfährt, kommt dann eine Nummer über. Wenn ihr das wollt, kann selber gestalten, dann, wie die Nummer genau aussehen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber cool, ich finde, wenn die gleich wäre wie meine, dass es ein bisschen einheitlich ist. Genau, dann haben wir das auch schon. Dann Zeiten. Rädchen. Die Rädchen sind jetzt schwarz, die Rädchen werden auch bleiben, alles wie es jetzt ist, wird bleiben. Nur ich würde die abnehmen, würde die in richtig lackieren mit dem Kompressor, mit der richtigen Lackierding. Also wenn das geht, du so eine Lackierpistole könnt dann einen Kompressor anmachen und würde die glänzig spritzen, die Pneufelgen. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich lachen, beziehungsweise würde ich es zuerst abziehen, weil ich kann sie schon ziemlich zerfickt, meine Felgen, dass man irgendwie den Rand zuerst wieder ein bisschen schön machen kann, den Felgenrand. Weil die haben ja keinen Felgenrandschutz. So, dann Seiten würde ich gerne noch entweder so Rallye-Streifen machen und dann steht in der Rallye-Streifen innen mein Name oder einfach ganz klein ganz vorne oder ganz hinten Miata, weil da gibt es auch so Kleber. Aber ich würde am liebsten drauf sprayen oder drauf sprayen lassen. Je nachdem. Das ist eigentlich mein Ziel, ja, alles selber zu machen, aber wenn das beschissen aussieht. Ja. Genau, soviel zu dem. Haben wir die Zeiten auch. Eigentlich alles. Dann, hinten, ganz wichtig, wäre Überrollbügel, das wollte ich schon lange. Überrollbügel machen. Eigentlich ganz normal schwarz machen, aber ich könnte so Camouflage, aber verpixelt Camouflage und schwarz-weiß. Also wer nicht weiß, Camouflage, das ist das Militärmuster. Aber das als verpixelt und schwarz-grau-weiß so ein bisschen machen. Aber wahrscheinlich ganz normal schwarz, einfach weil ich kommt schon schwarz, noch nicht auch keinen Aufwand dafür. Ein anderer Auspuff, der richtig einen Sound macht, aber am liebsten also ich weiss, bin mir nicht sicher, ein links und rechts oder nur links oder nur rechts, das weiss ich jetzt nicht genau. Und was ich auch mega fett finde, wäre halt eine andere, entweder Schürze andere, aber das ist schon wieder blöd, da muss ich wieder so viel lackieren und ob das dann mit dem restlichen Auto noch zusammenpasst oder ob das dann schon ein bisschen sozusagen der Rest vom Auto ausbleicht ist, weiss ich eben nicht, wie das auch dazu passt, das ist ein bisschen meine Angst. Oder einfach ein, aber da ist auch das Problem wegen Zertifikat. Oder einfach ein Diffuser, aber da ist auch wieder das Problem mit dem Zertifikat. Also, ich glaube, ich würde mal Sachen, oh, darum stinkt es so. Ich würde am liebsten Sachen als Auto machen, wo jetzt eigentlich nicht gross mit Zertifikaten, das ist immer mit Kohle noch verbunden. Der Aufwand wäre mir noch gleich, ich hätte gerne eine Herausforderung, aber ja, mit Geld verbunden. Also wäre es vielleicht chillig, würde ich zum Beispiel jetzt sagen, als nächstes, zum Beispiel, lass das mit dem bösen Blick, lass das mit dem Skiwerfer, weil das ist mit Geld verbunden, du musst höchstens abklären, wie das geht, was du machen musst.
dann den Überrollbügel würdest du auch nicht mehr... Ah ja, ein Radio wollte ich auch noch reinmachen dann. So ein DIN 2 Radio. Aber ich glaube, als nächstes wäre ein Überrollbügel, weil da gibt es mit Zertifikat in der Schweiz. Ich glaube, also er ist schon relativ teuer, kostet über 1000 Stutz, also fast so doppelt so teuer wie gewisse von IL Motorsports, also von IL, von der Mazda Tuning Intensität und Firma. Aber so ein Überrollbügel wäre schon noch chillig mal. Oder? Und dann könnte ich da auch ein Fähnchen machen. Nämlich damals Tafel vorne, wäre auch chillig. Und dann ja, Auspuff, weil da brauchst du auch kein Zertifikat. Einfach, also mal, brauchst schon Zertifikat, aber da gibt es Zertifikat dazu. Also einfach so Sachen machen, wo schon Zertifikat ja, wo kein brauchst oder was es dazu gibt. Das wäre eigentlich, finde ich, wäre eigentlich mal das Chilligste sozusagen. Alles machen, wo kein Zertifikat braucht, weil das andere ist alles mit mega Kosten verbunden. Obwohl ich es natürlich schon geil finde, weißt du, wenn ich sage, mein Mazda, der ist richtig auf mega viele Sachen gemacht, absolut gar nicht mehr original, aber alles erlaubt und alles sieht schön aus, mir gefällt das alles. Aber ich würde es wirklich auf 2 Farben sozusagen lassen. Also schwarz, grau, weil schwarz sind ja schon die Felgen, schwarz sind die der Heck sage ich. Schwarz sind die Felgen und schwarz sind die Rückspiegel und dann wäre das so cool als schwarz-graues Auto. So. Was ich ein paar Mal gesehen habe, wäre der Frontspoiler, den habe ich gerade drauf. Und den habe ich auch schon gesehen, Autos, die grau sind und dann der Frontspoiler in schwarz, aber ich lande das jetzt so. Was ich mal noch gesehen habe, richtige Heckspoiler, krasse Heckspoiler, wie vor einem Auto, wirklich so richtiges Gerüst drauf. Da ist einer vom Club, der Garage hat, der Autos aufmotzt und so, der ist das am machen, Zertifikat machen lassen. Es sieht einfach übertrieben geil aus. Also so geil, dass ich gar nicht weiss, ob ich das überhaupt nicht will. Also eigentlich wäre es der Traum, so einen drauf zu machen, wäre immer der Traum gewesen. Aber da ich jetzt eben schon den anderen Heckspoiler drauf habe und da grundsätzlich mein Auto auf Chill-Modus gemacht habe, aber ich meine, das Auto habe ich nur auf chillig gemacht, auf nicht auffallend, weil ich das jeden Tag gefahren bin. Aber jetzt, wo ich ein Alltagsauto habe, kann ich ja auch den Spoiler drauf machen und sonst, ja. Jetzt überholt mich dann gerade ein Velofahrer. Ja. Nein, aber das ist schon geil, also ich vielleicht den Spoiler aufmachen, aber der kostet viel Batzeli. Obwohl, vielleicht könnte ich sagen, ob ich ihm nur das Zertifikat kann abkaufen kann, ihm sozusagen unterstützen bei dem Ganzen. Weißt du, weil der ja jetzt auch hat müssen viel Geld in die Hand nehmen und alles machen. Obwohl, ich finde es komisch, für das kann man das Zertifikat dann kaufen, für so etwas, aber für so kleine Sachen, zum Beispiel lichttechnisch gut, aber da kann ich zum Beispiel kein Zertifikat kaufen. Dort wird es zum Beispiel nicht abgenommen. Finde ich mega komisch. Also ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, gell? Nein, auf jeden Fall, die war am Handy gewesen. Nein, auf jeden Fall denke ich, wer es das gesehen, ich habe alles erzählt rund ums Auto. Ich finde das cool, wenn das Auto so ein bisschen aufsplittet, so auf einzelnes Zeug. Ja, und dann würde ich sagen, wer es das gewesen. Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro 94.